wunderschönen Tag gewünscht von meiner Boutique, ein PC-Partner aus dem Norden. Wir präsentieren euch heute ein bisschen ein anderes Video wie gewünscht. Heute geht es um sogenannte China-Handy. Wir haben uns mal so besucht in Doji Greg 6 Piano Black. So, da gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Wie wir schon hier gesehen, ein ziemlich hochwertig Küst, schön verschaffte Puppe zusammengesetzt. Info haben wir auch drauf. Wir haben einmal die Marke an dem Modell, Doji Greg 6. Wir haben einmal die Farbe, Piano Black. Und dann haben wir hier 4 plus 64 GB. Das ist nicht anders, als wie das da 4 GB RAM hat und 64 GB Speicher. Und in Gruppe haben wir noch ein paar kleine Infos. Das Handy wird ausgeliefert mit Android 6.0. Hat ein Display von 5,5 Zoll, einen 8-Kerne-Prozessor und ein Fingerprint-System. So, da packen wir das Ganze mal aus. Wie man sieht, haben wir ein geheimes Smartphone dran, den Doji Y6. Da ist schon eine Schutzfolie drüber, für das nicht im Display könnt. Und auch handrun haben wir eine kleine Schutzfolie drüber, für das auch nicht drin könnt. Wir sehen hier einmal ein 13 Megapixel Backcam mit Blitz und ein Fingerprint-System. Wir haben auch eine 8 Megapixel Kamera für Selfies zu machen und auch hier ganz flott angebaut ein LED-Blitz für wenn es dunkel ist. Voilà. Da haben wir dann einen 3,5 mm Jack für Kopfhörer. Und hier innen haben wir einmal eine Ladebuchse und ein stereomäßig Lautsprecher. Dann was haben wir dann noch? Hier ist noch ein kleiner Kirsch dabei. Machen wir die mal ab, gucken wir mal, was da dran ist. So. Hier ist ziemlich viel dran. Hier haben wir dran ein Ladekabel. Von USB zu Micro-USB. Was für alle Android-Handy Standard ist. Wir haben einmal dran einen Adapter für eine Steckdose und USB. Ein kleines Öffnungstool für den SIM-Slot abzumachen. Dann haben wir noch hier dran eine Schutzfolie für auf dem Display. Das fand ich ganz flott, mit einem T-Shirt für das Display für drauf zu machen. Und ein Silikoncover für, wenn wir hier den Auto hochholen. Voilà, können wir das direkt hier dran setzen. Das müsste ziemlich perfekt passen. Voilà. Das sieht dann schön proper aus. Und es kommen keine Schräubsen und den Heichglanzcover. Was ich auch ziemlich flott fand, ist auf dem Cover hier haben wir so einen kleinen Plastik für die Ladebuchse zu machen. Das ist, wenn ihr gerade nicht tut, kann ihr das dran drücken. Da könnt ihr auch den Dreck dran. Das selbe gilt dann auch für den Jack. Voilà. Dann könnte man den Handy mal ummachen. Voilà. Kommen wir noch eine Folie drauf. Das steuert so ein bisschen. Voilà. Gesehen, den Handy ist gestartet. Die Dauerzeit ist noch falsch. Aber das ist nicht schlimm, das kann ich ändern. Steht da no SIM-Card, da ist natürlich noch keine SIM-Card dran. Dann haben wir den Akku, ein Mikro und eine Kamera. Wenn wir dann nur so drüber sliden, entsperrt ein Handy sich. Was sehen wir hier? Hier sehen wir dann einen kurzen, schnellen Überblick über alles das, was wichtig ist. Eine App für Telefonsnummern, eine App für Kontakte, eine App für SMS, eine kleine Applikation für die Kamera, wie wir sehen, schön proper Bild, eine Ausstellungen, da gehen wir hin und wir stellen ihn direkt auf Deutsch, dass wir auch gesehen auf verschiedenen, was wir machen.
dafür gehen wir hier Language und Input. Lesen wir Spruch schnell auf Deutsch. Und voilà. Lo aus dem Handy dann auch auf Deutsch. So. Hier haben wir noch eine Applikation für all die Apps, die schon installiert sind. Mir gefällt besonders gut, dass du wirklich nicht mehr das installiert hast, was du auch wirklich brauchst. Das heißt, das ist kein Handy, wo Applikationen drauf sind, die ich nicht desinstallieren kann, respektive die ich überhaupt nicht brauche. Als schön proper übersichtlich, um ABC geordnet, von denen sie schneller beurteilen hat in einer Leiste, da können die noch antippen, zum Beispiel Einstellungen, da finden wir direkt die App, die ihr braucht. Wir haben hier noch so einen kleinen Punkt, wenn wir da drauf drücken, das ist so ein kleines Rädchen für einen Schnellmodus. Wenn wir da drücken Lockscreen, das sperrt das Display sich. Das ist ganz flott, brauche ich nicht immer. Hier haben wir noch einen Gamer-Mode. Der Gamer-Mode sorgt dafür, dass von der während dem Spielen, wenn hier gibt eine Tastatur kommen, die kleinen Punkte rein, dass dann nicht aus dem Spiel rausfliegt. Für den Rest brauche ich nicht wirklich. Voilà. So, dann gehen wir noch hin und wir holen die Silikonhülle ein rauf. Wenn wir die gerne ein Sim anlegen. Dafür holen wir den kleinen Tool, den dabei war. Der kann in hier Dachstierchen, einen kleinen Druck gehen und zack geht den Tyrann ab. Was sehen wir? Hier sehen wir einen relativ großen Slot. Aus dem ganz einfachen Grund, den Handy hier wird Dual SIM. Das heißt, der könnt einen SIM hier anlegen und ein SIM-Card do allieren. Das ist praktisch für jeden Verein, den ein Auslands-SIM-Card hat oder benötigt. Oder der könnt auch hier ein SIM allieren und hier einen Micro-SD-Card allieren, den einen Speicher vergrößert. Meiner Meinung nach bei einem Handy, den 64 GB Speicher hat, nicht wirklich schneidig. So, da gehen wir noch hin. Dann holen wir hier aus meinem Handy SIM-Card raus. Und dann probieren wir den mal anzusetzen. Bei mir genau dasselbe. Ein drücken, da geht es drauf. Hier ist schon hier dran ein Nano-SIM. Voilà. Aber wenn wir die Nano-SIM hier an den Tyrann wollen anlegen von dem Doji Y6 gesehen wir, dass es nicht passt. Mein SIM-Card ist zu klein. Voilà, das ist nur schuld. Weil der muss einen Adapter besorgen. Voilà, ich schon den natürlich schon allein. Fand ich ein bisschen schön, dass die nicht am Pack mit dran ist. Ja, das kostet kein Geld, die kriegt er überall zu kaufen. Da gehe ich dann hin und ich sehe mir dann den Adapter raus, den du soll passen. Das müsste den heute sein. Voilà, das ist dann einfach so ein kleiner Adapter. Das für eine SIM-Card zu vergrößern. Die lädt er dann einfach dran. Voilà. Und dort dran lädt er dann ein SIM, damit die auf der richtigen Platz sitzt. Voilà. Dann habe ich an meinem Handy noch einen zweiten Tyrann. Da lädt dann mein Micro-SD-Card dran, wenn ich das dann auch noch in den Apps kriege. Das ist immer ein bisschen gezwirbelt, weil das immer so ziemlich kleine Sachen sind. Das ist dann mein Micro-SD-Card. So, der kennt das dann zum Beispiel DW, da ist auch immer drauf gemalt, wie die Karten müssen anleihen. Der könnte dort nicht falsche Weg anleihen. Der kennt den dann so zum Beispiel anleihen. Voilà. Und da geht den hin und jetzt schiebt den ganzen Tyrann so wie du hast. Natürlich auch der richtige Weg. Das war der richtige Weg. Dora. Voilà. Da können wir das Handy ummachen.
machen und hier sieht ihr schon direkt den Handy seht ihr SD-Card wurde angelegt und ein SIM-Card geändert. Voilà. Da so dann abbrechen, weil ich schon noch Foto auf meiner SD-Card will, weil ich nicht, dass ich nichts gelöscht gebe. Dann haben wir halt bevorzugt die SIM-Karte aktualisieren. Ja. Voilà. Das kann ein bisschen dauern, bis das alles da anleitet und auch noch richtig funktioniert. Voilà, Kontakte sind kein Gruppe gespeichert auf meiner SIM-Card, dafür ist das beide. Hier oben sehen wir schon, den Handy hat die SIM-Card erkannt, da habe ich mein Netz und mein 4G. So, dann ist mir auch zwischendurch mal aufgefallen, dass das Handy sich aktualisiert hat. Es steht auf dem richtigen Datum und auf der richtigen Uhrzeit. Ganz flott, ganz flott. So, da können wir nach hier gehen und sich an den WLAN setzen, für dass ihr noch Applikationen downloaden, wie zum Beispiel WhatsApp, Snapchat, Spurkeys, was auch immer die Leute benötigen. Dazu gehen wir dann an Darstellungen. Die erste Option ist direkt WLAN. Den tippen ich dann an, und wir sehen, dass den ausgeschaltet ist, den gehe ich dann ausschalten. Da fängt ihn an zu scannen, und schon gesagt, also so, und nun ein kleiner Fazit zu dem Ganzen. Ich habe den Handy schon seit ein paar Tagen angebracht und ich bin wirklich positiv überrascht. Der Fingerprint-Sensor funktioniert. Wenn ihr den Finger drauflegt, sieht er dann ein späten Handy direkt irgendwie kurz davon. Wie ihr seht, sieht noch ganz anders das aus wie vorher. Das heißt, schon da Applikationen installiert, die ziemlich weit an das System rangehen. Es können den Design von den Applikationen ändern, wählen, wie ihr wollt. Schon auch da mehr sophistikiert Spieler installiert. Das weiß ich nicht direkt, schon das schon mal gestartet. Die eine ganz hohe Qualität und eine hohe Resolution brauchen. Und dementsprechend auch viele Ressourcen. Ich kann wirklich nicht klonen. Ich spiele das Spiel ruckelfrei. Ich stehe jetzt nicht auf. Und der Knopf, den wir vorhin gesehen haben mit dem Gaming Mode, voilà, den ist aktiv. Der funktioniert auch. Den einzigen Nachteil, den ich dabei gesehen habe, ist effektiv, dass der Knopf nicht verschwindet. Das heißt, wenn das Display oder der Kirche weh ist, sitzt der Knopf immer links oder rechts. Von daher, wenn das Spiel dann irgendwann gestartet ist, steuert, läuft das Risiko, wie gesagt, darüber zu drücken, für zu spielen, und dann möchte das Spiel nicht das, was er gerne hat. Voilà. Das Spiel ist gestartet. Wie gesagt, das ist ein relativ großes Spiel mit vielen grafischen Anforderungen. Kann ich euch das halb weisen? Nein, wir wollen nicht kaufen. Und die mache ich ran. Ich fahre mein Auto aus. Und da kann ich den noch ein bisschen heu. So, ein bisschen da erkennen. Voilà. Das lädt noch ein bisschen. Wie gesagt, dadurch, dass es ziemlich groß und höchstwertiges Spiel ist, braucht er auch immer beim Löten ein bisschen mehr Zeit. Aber das braucht bei allen Handy so viel Zeit. Also das ist nicht, weil das halt ein China-Handy ist, dass das da wenigstens ist. Voilà. Ich hoffe, ihr könnt halt auch etwas erkennen. Voilà. Und dann kann ich halt Gas geben. Bitte starten. Voilà. Aber wenn ich muss lenken, dann muss ich links und rechts drücken. Aber wenn ihr dann nicht aufpasst, an den Button ein bisschen mit Dave sitzt, ihr seht, wenn ich dann halt drücke, dann reagiert der Button an nicht mein Spiel. Da ist das Einzige, was ich ein bisschen schwierig fand. Aber wie gesagt, für den Rest, es funktioniert alles perfekt. Die Gamer Mode, ihr seht hier immer eine Meldung, dass die Gamer Mode an ist. Ihr könnt den Raum ausschalten und indem den Raum darüber klickt, aber weg ist. Voilà. Wie gesagt, ich bin nicht zufrieden mit dem China-Handy. Sie machen das.
Das war's von mir. Merci, au revoir.